An unserem Venio-TV-Rückblick op die europäische Nesca wären mir bei der Final zu Zolder mat dabei. Dëse sportliche Weekend huet schon donnerstes man enger Flotterparade ugefangen, wo auch all Pilot sich an sein Auto kon präsentieren. Seine Frau mit dazu. Kommt doch mit dazu. Es ist nicht eine ausgeschlossene Männerwelt hier. Nein. Wir zeichnen. Very much. Good luck on Saturday or Sunday. Look at the calories. Einfach grinsen. Ja. Und wieder weg. Net de Läng han dem Wollen ze sitzen, mir och Zeit hunn fir mam journalistisch ze erhalen. Dat stong freides im Circuit zu Zolder Programm vum Gilinster anzwer mam Ingo Zwang vum Letzwoer Journal. An da ging de Rowen stongen Interview mat rewrite.de Programm. Ein interessant Gespräch, wo mir nëmme mat gefilmt hunn, a wo de Gilles och méi oder weniger den Übersetzer vun senger Teamkollegin de Mariana Casoli war. E puer wieder hun mir Räwer fir ihrch mat geschnitten. Hi, und hier ist wieder Rewrite TV, wieder aus Zolder, jetzt, heute, mit Ariana Casoli und Jill Litzter. So, da wären wir, und der Jill, weil wir natürlich nicht so gut Englisch können, ist klar, wir suchen uns dann immer Hilfe. Der Jill, ich werde jetzt Fragen an Ariana stellen, der Jill wird sie auf Englisch weiterleiten und er wird dann auch die Antwort in Deutsch wiedergeben. Lasst euch mal überraschen. So, Ariana, wie ist denn dein Gefühl hier in Zolder oder wie siehst du deine Saison 2017? First of all, how you feel in Zolder, and the second question was how you see your season 2018. How was your feeling in the season? I like very much this track. It's a very fast track and really technical, you know it. And I'm trying to improve myself because last year I was not so good, you know, I had problem with my neck, so this year I had to find the feeling, the real feeling with the speed. So, das wird jetzt ein bisschen länger dauern. War ein langer Satz.
Also Jana sagt, die fühlt sich hier sehr gut. Die mag diese Rennstrecke und findet die Strecke halt sehr technisch, wo ich ihr 100% recht gebe. Die hatte letztes Jahr ein bisschen Probleme mit Nacken und dieses Jahr geht es ihr viel besser und sie merkt auch selbst, dass sie hier immer schneller wird. I really don't know at the moment. I would like to continue in this championship. I hope that there will be the condition to do it and the support to do it also. So I'm looking for it. And my dream, in a certain way, is to be able to go to do some races also in Novas in the States. This year I work a little bit to find the needed support, but I didn't find it. So let's see what's happened, and I hope. Also ich möchte schon 2019 wieder hier fahren, weiß halt jetzt noch nicht genau, wo die Reise hingeht, auch mit der Unterstützung mit den Sponsoren und so. Und in einer zweiten Phase versucht jetzt auch sich schon langsam zu positionieren, einfach die Augen aufzuhalten für Amerika, um da ein paar Ovalrennen zu fahren und ein bisschen Erfahrung in Amerika halt im Oval zu bekommen. Das wächst richtig schnell. Also ich bin wirklich erstaunt, wie schnell das Ganze wächst, wie viele neue Fans kommen und auch wie international das Ganze wird. Nesca Stammdech vun nesrewide.de gouf scho konstatiert, wie groß an international sich die europäesch Nesca entwickelt huet. An Amerika gi momentan 36 Kurse gefuer. An d'Ariane an de Gilles sind sich sicher, dass ha an Europa och nach Luft nowen ass. Okay, everybody, continue to follow treewide.de. I did it. And stay tuned for this weekend because there will be 4 great races in Elite 1 and Elite 2. Thanks to you. Soll ich es übersetzen? Schnell übersetzen? Ja, mach ja. Now you. Das ist difficult. Soll ich das eins übersetzen, oder? Ja, die Ariana sagt, ich weiß noch nicht, ich habe jetzt nicht genau zugehört, aber ist nicht schlimm. Sie hat alle gegrüßt. Sie hat alle gegrüßt. Ja. Ich möchte keinen Dummer erzählen, 100%ig habe ich nicht zugehört. Die sagt, es wird immer größer und dieses Wochenende wird ein gutes Rennen und die hofft, dass es euch gefällt. Und sie hat treewide.de gesagt. Ja, treewide.de und nicht .com, wie das beim letzten Mal hat. Und ich denke, jetzt ist wieder 0-0. Jetzt ist sie wieder gut. Wir sind ja auch nicht böse. Da ist deine Kamera, da ist deine Fanbase. Grüße sie. Ich grüße euch. Kurz und knapp. Nein, ich habe 30 Sekunden. Ich werde auch sicher von den 30 Sekunden profitieren. Wir haben nicht oft die Chance, irgendwie zu unseren Fans oder zu den ganzen Fans draußen zu reden. Ich sehe die Nesca, wie die übertrieben schnell größer wird. Wie die Rennfahrer, wie das Ganze sich einfach in eine sehr professionelle Gegend, also Richtung entwickelt. Und was ich aber auch sehe, ist, wie die 3 Jungs hier, dass sie einfach was auf die Beine setzen, dass sie draußen gehen, sich ihre Zeit nehmen, um mit uns Fahrern was zu machen, was für uns Fahrer wichtig ist und auch für die ganze Community von der Nesca. Das ist nicht, wir sind nicht eine Familie nur hier im Team, sondern ich denke, die ganze Nesca ist einfach viel mit den Leuten draußen, wir unter Fahrern, das ist alles eine große Familie. Nesca ist sehr offen für die Events, wo nächstes Jahr kommt, bringt Familie mit, bringt Kinder mit. Mehr geboten als auf dem Nesca-Event hier in Europa, denke ich, findet ihr hier in Europa nicht. Amerika, die wissen ein bisschen, wie es läuft, aber die Reise jedes Mal nach Amerika für die Rennen wird nicht jedem gefallen. Deswegen profitiert nächste Saison, um uns zu sehen und dann auch die 3 Jungs von treeride.de und profitiert einfach, weil diese Events werden immer größer, wird immer interessanter und hier kriegt ihr wirklich was geboten. An sichere Flotte Weekend im Circuit. Wie schon dat lächt Joer hat die Lützeburger Organisation Hand an Hand fir Afrika e Bus mat die 100 Leiit an plus vill Fane vum Gilles de Wee op de Circuit vun Zolder fand.
On y va. Lekker vast dan best. Dat is op een dus. Hallo Bas, Vicky. Hallo. Hey, dan was ik over koeken. Herr Großherr, du singen om. Erik, bist du rüber? Erik, Ostrovje. Okay, merci. Et war die eerste Keier, wo dem Gilles se Fanshop sich präsentéiert huet. So Karl, gib mal. Immer, da kommt. Film wir erst dran, ich werde dich echt lassen. De Serge Pauli vun RTL huet se joch mam Gil iwwer die europäesch Neske ënnerhalen. An heiner pu Bilder vun der europäescher Nesca-Final zu Zolder. Am Schlussklassement vun der Saison 2010 konnte Gilles op enger guter 5. Platz aufschließen. Maar hij doet een 31-9. Ik vind een Janne kaart. Anzi, quelli in bianco, questi neri pesano anche troppo.
Gilles, wir sind heute zu Zolder. Diese Weekend sind da die Finale gefolgt von der NASCAR Wheel Euro-Serie. Kannst du uns mal eine kleine Bilder von dem ganzen Weekend erzählen? Weekend ist gut gegangen. Ich hatte bis Pech, dass ich am freien Training nicht allzu viel konnte fahren. Ein bisschen Probleme am Auto hatten, noch ein bisschen Sachen müssen umstellen. Qualifying ist gut verlaufen, ich habe einen sehr runden Fund, wo ich so missen fand. Und ja, mein erster Kurs war ein super Kurs. Mein bestes Resultat ist ja auf der vierten Platz. Heute leider hatte ich ein bisschen Pech, wir hatten Probleme am Motor und sind zurückgefallen bis auf den 14. Platz. Was wichtig war, dass ich die 3, wo ich 100 Mal gelöst habe, 100 Mal hat, auch für die über Start an Ziel hin. Und damit haben wir die 5. Platz am General gesichert. Das ist just gesagt, die 5. Platz am General, das ist ja effektiv ein immens gut Platz, wenn ich ganz Jahr so rüber gucke, die sämtlichen Kursen. Also müsste die 5. Platz, ja, wenn der Spieler gepasst hat, oder hast du da etwas ähnliches dann abgestellt gehabt? Nein, der große Ziel war schon Top 5, also ich weiß, mein Team weiß, das Jahr ist sehr gut, steckt mich stark in die Elite 2, sie viel vorher von der Elite drauf kommen, und ein 5. Platz sind sogar ich, das geht zufrieden. Iwer hat simmer jo schon Rückblick gegangen, méi iwwer den Auto an sech huet den Auto dat ganze Zeit zu dir gepasst oder as wie dat se sees dat kënne besser ginn. Ja, zu mir gepasst, das ist immer so ein bisschen ein Charaktersache vom Auto und ein Charaktersache von mir. Wen sich fühlt, wen drüber ist, was möchte wieder, wie kriegt den Auto gestaltet für den Zeit, hat ein Auto irgendwelche kleine Macke, kleine Domitten, die man auf der Rennstrecke brauchen, dann muss ich dann direkt schaffen. Im Großen und Ganzen war ich zufrieden mit meinem Auto, auch wenn man ein paar Mal müssen lastlos noch nicht immer konnte mit 4 beifahren, weil man ein Projekt mit Auto und teilweise auch vorige Fehler durchgemacht haben. Im Großen und Ganzen sind ich ganz zufrieden mit dem Auto. Man zweet, wann man haut an Luft gucken, die ganzen der Sonne, die ganze Sonne, der Regen ist nicht kommen. Ich meine, das tut ja aber nicht, dass du siehst, wäre es traurig. Nein, traurig sind ich nicht. Für die Fans dabei sind, für die Leute rundherum. Das gut wird immer mehr cool. Ja, ich war dann nicht Caesar. Ich gucke, mich zu präparieren, ob irgendwann ein Regenkurs wird schon kommen. Gilles, vielmal merci für die flotte Reportage, für das Keier, für das ganze Jahr. Du hast mir mal fein empfangen, wir sind am Gudensken zum verschiedene Keier, und das ist schon normal. Da verlassen ich schon just 30 Sekunden für den anderen Fan. Merci zu sagen. Dann profitieren schon in 30 Sekunden. Merci dem Carlo. Ja, größte Merci und letzte Woche, ja, größte Merci und Fans. Ein größte Merci geht natürlich auch an mein Team, an die Leute rundherum. Die sieht mich für der Kamera am Mikro. Leider sieht er gerade nicht, wen alles an der Kamera, was rundherum steht. Das die größte Arbeit in der Saison geht wirklich nie auf dem Fahrer. Ich mache zwar meine Arbeit am Auto, mit ganz viel für das Team, die Autos zu präparieren, die Wochen am Ende lang schaffen, für den Auto auf den Niveau zu kriegen, wo man brauchen für die Rennstrecke. Mein ganzes Team rundherum mich. Privat, die mir helfen, die mir Marketing helfen, Facebook helfen, das ganze Social Media, das ganze mit den Medien. Und ja, von meiner Seite ein riesig großes Merci. Und merci natürlich auch an die Leute, die gestern gekommen sind, für mich heute zu unterstützen. All Respekt, dafür merci.